Und dann gibt es ja auch einfach prozentual gesehen viel weniger Frauengesellschaften. So, die gibt es aber. Die gibt es aber auch erst seit ein paar Jahren oder noch nicht so lange. Das heißt, ich glaube auch und ich hoffe, es wird eine organische Entwicklung geben. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich aufhören, zu sehr über dieses Symbolthema weibliches Dreigestirn zu sprechen. Ich würde mir viel, 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 viel mehr wünschen, dass man eben Frauen mehr nach vorne schiebt bei anderen Sachen. Auch im Festkomitee arbeiten total viele tolle Frauen, wie eine Christine Flock, wie eine Nadine Krafors. Grüße gehen raus, die das alles ehrenamtlich machen. Und ich glaube, dass das eben auch bei Los Mal Singe so passiert, dass die Menschen so merken, es passiert was mit mir, weil wenn ich vielleicht depressiv bin oder irgendwie schlecht gelaunt oder so, dann ist dieses Singen an sich schon ein körperlicher Moment, wo man sagen kann, da fokussiere ich mich ganz so auf mich und auf den Moment. Und das ist ja etwas, was auch therapeutisch so was Wichtiges ist. Und das läuft aber nebenher jetzt gar nicht, dass der Onkel Doktor sagt, jetzt sing mal schön, sondern aber das passiert dann einfach etwas, was einem gut tut. Das passiert aber auch dann nur, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das macht, wenn man mitmacht. Und so ist es beim Karneval wahrscheinlich total, dass es am schönsten ist, wenn man wirklich sagt, ich bin ein Teil davon und ich lasse mich jetzt nicht berieseln, sondern ich mache damit. Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast. Bis der Nubbel brennt. Bis der Nubbel brennt, der erste und einzige ganzjährige Kölsche Karnevalspodcast. Und heute blicken wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, denn zum Karneval gehört so unfassbar viel dazu. Und da haben wir heute ganz spannende Gäste. Zum einen Sophie Gesthüsen. Hallo Sophie. Hallo. Podcasterin, Organisatorin eines Stammtischs unter dem Namen Mädchen vom Ring. Dann schwer aktiv auch noch in der KG Ponyhof. Also da gibt's viel zu besprechen heute. Und ebenfalls heute hier im Studio Georg Hinz, der Gründer von Los Mal Singe. Hallo Georg. Ja, hi, grüß dich. Ich sagte es, wir blicken ein bisschen über den Tellerrand. Inwieweit fühlt ihr beide euch eigentlich als Karnevalisten? Sophie. Das war eine schwierige Frage. Das ist eine tiefenpsychologische Frage. Also ich würde sagen, ich bin Straßenkarnevalistin. Warum sage ich das so? Ich habe immer gefremdelt mit dem organisierten Karneval, bin ja inzwischen auch selber Mitglied in einem Verein, der sich da KG Ponyhof nennt, komme aber aus dem Umfeld Kölner Südstadt, Stolbergviertel, wo Karneval bedeutet, man ist mit Mama und Oma und Opa und dem Bollerwagen und einem Kilo Käsewürfel und einem Bittermännchen unterwegs eine Woche. So. Und drumherum gibt es noch so ein bisschen sowas, was Sitzungskarneval heißt, was in meiner Familie aber bedeutet, man geht zur Stunksitzung. So. Das ist Karneval für mich und das würde ich sagen, bin ich. Für mich macht das darüber hinaus aber noch ganz viel aus, was so meinen Alltag betrifft. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr jetzt einen Podcast habt, der ganzjährig läuft, weil so Leute wie wir, Georg, sind ja eher so Team Selbsthilfegruppe. Ne? Also ganzes Jahr Karneval finden wir normal. Ja. Andere finden das komisch vielleicht. Ich finde das eine gute Frage und ich muss leider so spontan sagen, ich bin lernender Karnevalist oder Azubi. Ich glaube, du bist ja auch noch jung. Ja, genau. Ja. So. Ja. Das halten wir erstmal fest, genau. Ich bin, glaube ich, so von Hause aus eher so Musikvermittler so gewesen, seitdem ich klein bin. So habe ich immer so versucht, so Leute mit dem, was ich gut finde, dann auch so ein bisschen zu begeistern, das zu teilen. Und der Karneval, als ich dann nach Köln kam, ist ja tatsächlich so ein Gebiet, wo eben auch vieles über die Musik läuft. Und ich habe über die Musik und die Lieder auch ganz viel über den Karneval gelernt. Natürlich haben wir auch am Niederrhein, wo ich auch herkomme, ne, aus Goch am Niederrhein, auch Karneval gehabt. Aber natürlich in den 70er Jahren, da war das jetzt so schon noch, oder 80er dann Polonaise, Blankenese und so. Ne? Und das war eine ganz andere Liga, als man dann nach Köln kam. Und da gibt es viel zu tun für Musikvermittler. Und gleichzeitig aber auch passt das gut zusammen und habe, glaube ich, schon viel über den Karneval gelernt. Aber so weit zu gehen, Karnevalist, schwierig. Also da will ich mich noch nicht mitschmücken. Aber wir sind mitten in der Session, das ist auch für euch Primetime. Merkt man bei dir, ich weiß nicht, ob du Infusionen nimmst, das weiß ich jetzt nicht, aber im Vorgespräch hast du ja gesagt, du bist getaped, also du musst dich auch fit spritzen lassen, oder? Nein. Reichen herkömmliche Vitamine. Nein, das ist, wir machen das jetzt 25 Jahre oder das ist schon eine lange Zeit und das ist ja das ist ja durchaus, dass ich noch einen normalen Job nebenher habe. Ich bin Kulturreferent im Domforum und also diese Sache mit Los Mal Singe war ja nie so groß geplant, man ist da so reingewachsen. Und dann muss man schon zwischendurch gucken, wenn man so in die Jahre kommt, ne, wie man das ja auch körperlich so voll hält und
Und da gibt's dann im Laufe der Zeit, also ich war früher Fußballspieler, habe mein Knie kaputt und dadurch entstehen dann eben auch Folgeschäden. Also das kriegt man zusammen, wenn man ein gutes Netzwerk an physiotherapeutischer Unterstützung hat. Ich sagte es, klar, du bist Gründer von Los Masinge, deshalb Frage erstmal an Sophie. Warst du diese Session schon bei Los Masinge? Ehrlicherweise nein, Oh. weil ich ja so viel arbeite. Ja, wir hatten versucht, uns zu verabreden bei einer Los Masinge-Veranstaltung. Es ist aber eigentlich Pflichtprogramm. Also ich muss auf jeden Fall noch mindestens einmal hin, weil das aus meiner Sicht auch einer der besten Veranstaltungsformate in Köln ist. Und ich sehr froh bin, dass ihr das schon so lange macht. Wobei Sophia tatsächlich sich ganz viel mit der Musik beschäftigt und von daher gibt es auch im Selbststudium sicherlich ganz große Erfolge. Ja. Also das würde ich schon sagen. Ja. Aber warum Los Masinge quasi eine Pflichtnummer ist, wie Sophie sagt, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Wir haben ja diese wunderschöne Rubrik, dass wir uns aus Kindermund so das eine und andere rund um den Karneval erklären lassen. Und heute lassen wir uns mal Los Masinge erklären. Kids erklären Karneval. Heute Los Masinge. Im Karneval gibt es jedes Jahr so viele neue Lieder. Aber wie soll man die alle mitsingen können? Genau darum gibt's Los Masinge. Vor über 20 Jahren hatte Georg Hinz die Idee, alle sollen die neuen kölschen Karnevalslieder kennenlernen, damit in den Kneipen und auf den Sitzungen nicht nur die alten Hits gesungen werden. Dafür gibt es die Los Masinge Einsingabende. Dort werden neue Songs abgespielt, die Texte gibt's zum Mitsingen und am Ende wird abgestimmt, welches Lied gefällt am besten. Die schönsten Lieder werden so in Köln ganz bekannt. Also beim nächsten Mal einfach mitsingen. Also aus Kindermund wissen wir jetzt schon mal, was Los Masinge ist. Ich frage mal extra nicht erstmal den Gründer, sondern die Sophie. Was ist für dich Los Masinge? Du hast eben schon angedeutet, das ist quasi eine Pflichtnummer. Was ist für dich insgesamt? Ja, eine Pflichtnummer, vor allem, weil aus meiner Sicht Karneval halt so eine klare Mitmachkomponente immer haben sollte. So, Los Masinge ist zwar organisiert, ne? Also ich habe diese Liedblätter, ich komme in die Kneipe, ich kriege ein Liedblatt in die Hand gedrückt und eine Lesebrille, wenn es denn notwendig ist. In ein paar Jahren ist das bei mir auch, glaube ich, notwendig. Und dann singt man halt zusammen die Hits der Session, die ihr vorher mühevoll ausgewählt habt. So, warum, glaube ich, ist das wichtig? Ich bin so ein Nerdy-Nerd, ich beschäftige mich damit sehr intensiv. Viele Leute kriegen aber da zum ersten Mal wirklich auch irgendwie Berührung mit den neuen Titeln. Und ich glaube schon, dass der Aspekt Musik bei uns im Karneval die wichtigste Komponente ist. Jetzt werden andere mit den Latschen werfen natürlich, die irgendwie Sitzungskarneval machen oder ähnliches. Ich glaube aber, dass Musik, egal wo man hingeht, egal welches Format, egal ob es privat ist oder organisiert, dass das zentrale Element ist, ob eine Veranstaltung funktioniert, ob sie schön ist, wie es den Leuten geht. Und ihr vermittelt das, wie du immer so schön sagst, hat ja so fast so einen Bildungsauftrag schon. Und ja. Ich glaube, dass das dafür sorgt, dass auch das kulturell wirklich sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Also kann ich direkt noch vielleicht sagen, ich glaube, dass das warum Los Masinge Karneval ist und was ich am Karneval jetzt in meiner Azubi-Lehre, war jetzt doppelt gesagt, aber verstanden habe, ist so dieses Selbstmachen. Und ich glaube, Karneval ist ein Fest, was vor allem dann schön und intensiv ist, wenn man das selbst macht, wenn man sich einbringt. Das kann das Kostüm sein, was man selbst gestaltet. Das kann irgendwo, wo man ehrenamtlich tätig ist, vorbereitet, den anderen Freude machen. Aber dieses sich darauf einlassen und selbst sozusagen das durch und durch inhalieren, machen, diese Interaktivität, die wir auch bei Los Masinge haben, das ist, glaube ich, das Geheimnis des schönen Karnevals. Und ich glaube, dass das eben auch bei Los Masinge so passiert, dass die Menschen so merken, es passiert was mit mir, weil wenn ich vielleicht depressiv bin oder irgendwie schlecht gelaunt oder so, dann ist dieses Singen an sich schon ein körperlicher Moment, wo man sagen kann, da fokussiere ich mich ganz so auf mich und auf den Moment. Und das ist ja etwas, was auch therapeutisch so was Wichtiges ist. Und das läuft aber nebenher jetzt gar nicht, dass der Onkel Doktor sagt, jetzt sing mal schön, sondern aber das passiert dann einfach etwas, was einem gut tut. Das passiert aber auch dann nur, wenn man sich darauf einlässt, wenn man das macht, wenn man mitmacht. Und so ist es beim Karneval wahrscheinlich total, dass es am schönsten ist, wenn man wirklich sagt, ich bin ein Teil davon und ich lasse mich jetzt nicht berieseln, sondern ich mache damit. Häufig sind ja die einfachsten Ideen die besten und ich tippe mal, also bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, dass das ja auch eine relativ einfache Idee war, auch allein der Name. Ich meine, Los Masinge ist jetzt relativ naheliegend bei so einem Projekt. Aber wie kam es zu der Idee? Ja. Also wenn du jetzt nochmal einmal zurückblickst, du hattest ja wahrscheinlich auch nie im Sinne, dass das so eine Eventmaschinerie wird, wie es jetzt tatsächlich ja geworden ist. Nein, null. Also wie gesagt, ich war DJ, habe früher am Niederrhein auf Betriebsfesten, Hochzeiten, Jugendheimen aufgelegt und
dann, wenn man dann in diese Kölner Musikwelt kommt, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, denkt man, natürlich haben wir auch schon damals was von Bläckfürs gehört. Ich bin voll BAP sozialisiert, ne? Also Wolfgang Niedecken ist quasi so ein bisschen noch so ein guter Onkel gewesen, der mir viel für meinen Kompass gegeben hat damals in der Spätpubertät. Also mit dem Kölschen war man schon verbunden, aber als ich dann festgestellt habe, so wie reichhaltig das ist und wie auch so dieses Fest, also dieser Kneipenkarneval, der mich vor allem am Anfang so angesprochen habe, diese Intensität und die Gemeinschaft zu erleben beim Feiern, ne? Also so, das war schon inspirierend. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Das ist dann eben auch so ein Nerdtum, was man dann vielleicht hat. Und gedacht, es gibt so viele Lieder, die höre ich da aber gar nicht. Und wie wäre es denn, wenn man, dann bin ich auch mal der gewesen, der in den 90er Jahren zu einem DJ gesagt hat, ich habe hier eine selbstgebrannte CD dabei, spiel mal Nummer 5. Und der lieben die Leute. War so genervt und gesagt, ach Gott, wusste ich ja selber eigentlich so, aber ich wusste dieses Lied von, sagen wir mal, den Paraplys oder sowas. Wir hatten ja damals ganz andere Bands und da gab es dann noch nicht diese vielfältige Bandwelt, die es jetzt heute gibt. Also ich habe gedacht, Mensch, das müsste das begeistern. Und so haben wir dann erstmal den Freundeskreis damals in die Küche eingeladen und gesagt, pass auf, wenn man Karneval schön feiern will, dann ist es gut, die neuen Lieder zu kennen. Und das war dann eben 2 Jahre lang dann nur eine Küchengeschichte, 99 und 2000. Schätz mal übrigens, wer 99 gewonnen hat und wer 2000. Ein kleiner 2000 könnte Superjalle Zick gewesen sein, nee. Nein. Ist das nicht ungefähr Nullerjahre? 2001, Superjalle Zick, das war schon öffentlich 2001 und 99, bei euch in der Küche gewonnen hat. Pizza Wunderbar ist viel älter, aber was von Hühnern? Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Und 2000 unser Stammbaum. Ah ja, so alt ist das schon. Ja. Das Kennst du alle auswendig, alle Jahressieger? Ich habe irgendwo einen Zettel dabei. Ja, ich frage jetzt nicht ab. Ich kenne sie alle noch, sagen wir mal so, ob sie richtige Reihenfolge. So, und dann sind wir eben, weil die Küche so zu klein wurde, in unsere Stammkneipe gegangen. Einfach nur, um, wie soll ich sagen, das auszuprobieren. Der damalige Wirt vom Lapidarium hat dann zwar auch mit den Augen gerollt und gesagt, ja, macht mal, ich räume euch da eine Ecke frei. Und dann müsst ihr denen aber erklären, die ja da eigentlich nur ein Bier trinken wollten. Und dann war es dann eben, dass in dieser Kneipe so vielleicht 80, 90 so Zufallsgäste waren, denen wir Zettel gegeben haben. Damals habe ich noch eine Kollegin vom Domradio, damals, ich arbeite im Domforum, habe damals auch mit dem Domradio zu tun gehabt, gefragt, wie schreibt man denn irgendwas? Wir hatten ja noch keine Texte. Ich habe also Lewe J mit J oder mit G und so. Also dieser Textzettel war sehr handgemacht und erklärt, was wir machen wollen, neue Lieder bekannt machen. Und dann war es so, dass vielleicht 3 oder 4 rausgegangen sind. Der Rest hat gedacht, ist das nächstes Jahr wieder. Und es war dann nächstes Jahr wieder, dann war die Kneipe schon halb ausgeräumt und dann steigerte sich das so, weil auch sowas wie so eine Art Nachfrage in so einer kleinen Bubble entstand. Ne? Aber es war natürlich mini und 2003 gab es dann die erste Tour mit 6 oder 8 Kneipen, ich glaube 6, wo dann eindeutig Viva Colonia übrigens gewonnen hatte. Aber schon der zweite Platz, die Rheinländer mit dem berühmten Lied Einmal, kennt keiner mehr. Das haben wir gefeiert. Da war so eine etwas andere Musik. Die Rheinländer haben das damals nie gespielt bei den Sitzungen, aber da wusste man, da steht eine Geschmacksbildung in so einer kleinen Bubble, die so etwas andere Lieder auch so fördert, ne? Die so ein bisschen, wie man vielleicht früher gesagt hätte, nicht so karnevalistisch sind, sondern eher mit dem Geschmack zu tun haben, den wir musikalisch auch sonst haben. Ja, und so hat sich das eigentlich immer weiterentwickelt. Es wurde dann größer durch die Nachfrage und irgendwann hat das vielleicht wirklich dann auch Einfluss auf den Rest der Stadt so gehabt. Werbung. Was wäre der Kölner Karneval ohne die richtige Stärkung? Seit 300 Jahren steht Rehmagen für Genuss mit Leidenschaft und Tradition. Das Familienunternehmen ist stolzer und langjähriger Partner des Festkomitees und ein fester Bestandteil des Kölner Karnevals, einer Tradition, die das Herz und die Seele der Stadt prägt. Jedes Jahr unterstützt Rehmagen zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten und sorgt dafür, dass niemand hungrig feiern muss. Ob Bratwurst, Frikadelle, Flöns oder eine Knaller Currywurst. Bei Rehmagen findet ihr alles, was Karneval noch besser macht. Für die Besucher des Rosenmontagszugs gibt's eine ganz besondere Leckerei. Fleischwurst im Ring mit Senf, die auch im Rehmagen-Werksverkauf in Hürth erhältlich ist. Infos zu den leckeren Produkten von Rehmagen und dem Werksverkauf findet ihr auf www.remisshop.de.
Rehmagen, damit Karneval so richtig schmeckt. Vielleicht mal den Schlenker zu dir. Du bist ja in der KG Ponyhof auch unter anderem für Veranstaltungen und die Programmgestaltung zuständig. Blickt ihr da sehr drauf, um einfach zu schauen, was bei Los Mal Singe ankommt? Kommt natürlich eventuell beim Publikum auch an. Also scannt ihr in Anführungsstrichen das auch so ein bisschen, auch für die nächsten Jahre und nächsten Veranstaltungen immer? Ich würde das sogar noch drastischer formulieren. Ich glaube, dass das, was bei Los Mal Singe passiert, Auswirkungen hat auf das komplette Buchungsverhalten von Veranstaltern in der Stadt. Weil das mittlerweile so eine Durchschlagkraft hat, was da für Lieder irgendwie in die Engauswahl kommen schon und welche dann da auch gut ranken und dass das sich auswirkt darauf, welche Bands im Folgejahr oder im Folgejahr, denn wir buchen ja 1,5 Jahre im Voraus eigentlich oder 2 Jahre im Voraus Bands, dass das sich positiv oder negativ auswirken kann für eine Band. So, also ja, ich gucke da drauf und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das tut. Wir sprechen da ja auch sehr, sehr viel drüber und es ist vor allem auch interessant, weil man manchmal auch sehen kann, ne, das, was Georg gerade meinte, so Lieder, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat oder Bands, die noch nicht so aktuell sind, dass man aber manchmal anhand von Los Mal Singe schon ganz gut sehen kann, wie entwickeln die sich jetzt gerade, schlagen die eine neue musikalische Richtung ein und das halt auch einfach ein super Format ist, um sich damit, finde ich, nochmal so ein bisschen bewusster auch auseinanderzusetzen. Was sind da für Musikstile im Moment? In welche Richtung geht das? Was bedeutet das auch eigentlich für Formate wiederum im umgekehrten Schluss? Ist natürlich einerseits, was sie sagt, ein Ritterschlag, was ihr für eine Bedeutung habt. Andererseits dann aber auch eine gewisse Art von Verantwortung. Es ist auch eine Bürde, wenn es so wäre. Ich würde es ein bisschen, nein, du hast jetzt kommt zum Teil, nein, noch nicht, nee, ich glaube nicht. Es ist ja ein Unterschied, ob du mit der Produktion eines Liedes irgendwie da in der Kneipe bestehen musst oder ob du als Performer auf der Bühne oder Performerin sozusagen da dein Publikum dir erarbeitest, irgendwie den Song vermittelst. Es ist immer etwas anderes, wenn da live gespielt wird. Und bei uns ist es eben nicht so live. Deswegen gibt es da erstmal unterschiedliche Erfahrungen von denen, was in der Sitzung mit einem Lied passiert und dem, was bei Los Mal Singe mit einem Lied passiert. Also das muss man wissen. Und das ist auch etwas, wo wir natürlich oder wo ich dann auch häufig mit den Bands auch im Gespräch bin, weil sie denken, es bei uns kommt gar nicht so gut an und wir erleben das total gut. Es sind zwei verschiedene, wie soll ich sagen, Orte, Genres mit verschiedenen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, du hast einerseits recht, natürlich glaube ich schon, dass das beachtet wird, aber das Buchungsverhalten, ich sage jetzt mal die großen etablierten Bands, brauchen Los Mal Singe eigentlich nicht in dem Sinne. Nee, aber die anderen. Und ich glaube zum Beispiel damals die Welle mit Casala, Cat Balou, ne, die ja auch nochmal die Musiklandschaft in Köln massiv verändert hat, da habt ihr schon auch einen Anteil dran, insofern, als dass ihr dem eine Bühne gegeben habt. Natürlich sind die auch musikalisch toll und super nette Leute und arbeiten sehr viel. Aber das war nochmal eine Möglichkeit für eine neue Art von Musikergeneration nach den großen Blackfuss und Höhnern und so weiter Rings, diese Bühne zu bekommen. Und ich glaube, dass das deswegen genau für diese Neuen, die dann hinterherkommen, nämlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja klar, Casala werden auch so gebucht, aber die anderen wahrscheinlich halt auch, weil sie halt noch nicht auf die großen Sitzungen dann direkt in den ersten 2 Jahren werden, um die Masse zu erreichen. Bei euch ist ja auch eine gewisse Masse dann. Ne? Auf jeden Fall, das war natürlich, da hast du natürlich recht. Also ich glaube dann irgendwie 2012, als Casala mit Pirate daherkam, oder schon 2011 natürlich dann irgendwie im Herbst, da war das einerseits wirklich die Qualität dieser Band aber gleichzeitig hatten wir natürlich so unbewusst so darauf hingearbeitet, dass so eine Musik wie selbstverständlich dazugehören kann. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich auch schon Los Mal Singe ein bisschen größer und natürlich fand das Beachtung, aber ich kann mich gut erinnern, dass das damals noch ein Thema war, dass Literaten dann schon mal wenn man im Gespräch ist, sagt, nee, das ist für die Sitzung nichts, das ist zu laut oder, ne? Und es hat aber nur so viel gedauert, da war das gehörten sie zu der etablierten Band und im Folgejahr gab es Dit K Wort, ne? Also auch 2 Riesenhits so kurz hintereinander, die natürlich, also durch unsere gewachsene Zielgruppe so einen Rückenwind bekommen hat. Das ist schwer zu sagen, ob das auch ohne gewesen wäre, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir natürlich schon für sowas so eine Aufmerksamkeit geschaffen, das glaube ich schon. Und dass jetzt so viele andere Bands entstehen konnten, war ja deswegen, weil sie die als Vorbilder hatten. Ja, ne? Genau. Also das war schon eine Welle, eine Inspiration, die sicherlich auch, wo wir sicherlich auch Anteil hatten, das glaube ich auch. Aber es wäre natürlich eine zu große Bürde, wie du sagst, wenn man sagen würde, boah, ey, weil es ist wirklich krass, also diese Musikauswahl vorher, wir machen öffentliche Tests und
versuchen uns das wirklich schwer zu machen und dennoch kannst du immer nur einen Teil auswählen und weißt genau, diese 10, 15 Lieder gehören mittlerweile, würden auch noch dazu gehören können, aber das Verfahren hat jetzt die rausgespült. Ne? Also diese Bürde, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube schon, dass es so stabil ist, dass, sag mal, eine Band wie Pavaya, Brings, mittlerweile auch die Höhner, die neuen Höhner, die sich da auch schon so durch die Hits ein Standing, ein neues oder auch ein stabiles Standing in der Tradition erarbeitet haben. Also ich glaube, die alle, das läuft auch so, ohne einen Erfolg bei Los Mal Singe. Aber natürlich für Bands wie kann aber auch Beispiel, Bands wiederbeleben, ne? Prinzessin zum Beispiel hat den Höhnern, glaube ich, gut getan. Auf jeden Fall. Und war bei euch eine super Nummer. Stimmt. Und Lupo zum Beispiel. Lupo ist ein schönes Beispiel. Wir kennen alle Für die Liebe nicht. Ja. Das hat nicht bei uns gewonnen, aber es war irgendwie so Dritter. Sieger der Herzen. Ja. Sieger der Herzen hat auch schon mal eine Kneipe gewonnen. Und das war plötzlich so ein Ding, was ja sehr, wie soll ich sagen, das ist ja nicht so auf die 12. Ne? Also ich glaube, dass es schön ist, dass wir immer wieder auch Lieder haben, die jetzt nicht nur so voll die Party sind, sondern auch durch das Format auch ruhigere Lieder oder teilweise auch Lieder mit Botschaften oder so, da auch sehr dann gewertschätzt werden durch die Begleitung durch den Abend. Und dann kann plötzlich irgendwas sehr Originelles, was da entsteht, auch nochmal da so ein Pflänzlein gegossen werden. Und da habe ich mit denen oft drüber gesprochen, das hatte durchaus dann auch Effekte für den Karneval, wovon sie dann ja auch leben. Also bei Los Mal Singe gibt es nur Ruhm und Ehre und für manche eine Urkunde zum Schluss, ne? Man erlebt wahrscheinlich Bundesjugendspiele, genau. Aber man erlebt wahrscheinlich auch die eine oder andere Überraschung. Also ich glaube nicht, dass ihr immer in die Session geht. Wahrscheinlich tippt ihr vielleicht auch unter euch, wer gewinnen könnte. Da gibt es schon auch immer Überraschungen, mit denen man dann nicht gerechnet hätte, dass das Publikum es ganz anders wahrnimmt als man selber, oder? Total. Das ist tatsächlich so. Wir haben so ein bisschen diese Überraschung, haben wir etwas abgemildert, indem wir seit einigen Jahren tatsächlich so 3 Testveranstaltungen machen, wo wir die doppelte oder mehr als die doppelte Anzahl der Lieder testen. Und da spürt man dann zum Beispiel, nur so als Beispiel dieses Jahr King Louis, Konfetti in der Hand. Und das war schon, ich habe auch selber 2 Testabende moderiert und das war schon krass, wenn man plötzlich sieht, was man vorher nur auf Kopfhörer gehört hat, wie das dann so erlebt wird. Natürlich mit dieser kleinen Anmoderation, achtet drauf, 4-mal Konfetti in der Hand, danach sofort weiter singen. Mit diesem kleinen, wie soll ich sagen, pädagogischen Hinweis geht das plötzlich super schnell und die Leute feiern das. Und da geht es noch nicht mal darum, dass wir jetzt sagen, wir pushen jetzt dieses oder jene Lied. Also ich gehe immer davon aus, ich will jedes Lied, wie soll ich sagen, bestmöglich vermitteln. Das sollen die alle können. Denn wir wollen auf den Karneval vorbereiten. Wir wollen nicht in erster Linie irgendwie so oder so machen, ne, Daumen hoch, Daumen runter, sondern wir wollen, dass so eine Bewegung entsteht. Und ich glaube, das ist mittlerweile in Köln auch so entstanden, dass es wichtig ist, wenn man Karneval feiert, diese Texte zu können, mitsingen zu können, weil man dadurch einfach eine Menge nicht verpasst, sondern mitmacht, ne, und erlebt. Und ich glaube, das ist dann eben auch so das, was einen dann auch stolz macht oder freut, dass diese Bewegung wirklich sehr stark ist und auch deswegen wir in Köln auch immer mehr auch Ausstrahlungskraft haben. Ich war jetzt vor kurzem am Niederrhein in meiner Heimatstadt und selbst da sind die kölschen Lieder quasi tragende Elemente des Karnevals, weil sie nicht dieses Kölle, wenn ich jetzt mal kurz springen darf, ist ja, ich sage jetzt mal in München, Hamburg und sonst wie immer noch Kölle, aber Kölle ist so ein Synonym, weil es die Botschaften in den Liedern gibt, die wir alle teilen. Also die man sozusagen auf den eigenen Heimatort übertragen kann. Und wenn wir es dann Kölle nennen, ist das okay, auch wenn ich im Herzen dann Goch, Hamburg oder sonst wie vielleicht sagen kann. So, ne? Du hast gerade gesagt, es soll nicht den Charakter haben von Daumen hoch, Daumen runter. Aber klar, der 21. bei euch, der ist halt der Erste, der dann nicht dabei ist. Wie viel enttäuschte Anrufe kriegst du dann mal? Mensch, Georg, warum haben wir es nicht geschafft? Warum haben wir es wieder nicht geschafft? Ja, Anrufe vielleicht nicht direkt, aber man trifft sich und man sieht den traurigen Augen. Nein, das ist tatsächlich auch das ist echt schwierig. Und ich bin jetzt auch so ein Mensch, der eigentlich im Grunde schon gar nicht so, also dieses Judgen in Anführungsstrichen ist nicht so meine Sache. Ich kann dann vielleicht erklären und sagen, okay, es hat nicht gereicht, deswegen, manchmal ist auch eine Konstellation von Liedern. Also wir hatten jetzt dieses Jahr, ich glaube, 4 oder 5 ruhige Lieder, also wo man jetzt dann zusammensteht und so weiter. Und dann ein
In anderen Sessionen wäre ein Lied, was es jetzt noch in diesem Genre ruhige Lieder gibt, reingekommen. Aber dadurch, dass es jetzt schon 4 oder 5 gab, haben die Leute dann eben bei unseren Testveranstaltungen nicht noch das 6. und 7. gewählt. Und das kann manchmal auch wirklich ein Pech sein von der Dynamik, die jetzt in diesem Jahr herrscht. Bleiben wir noch mal kurz bei der Musik, bei der kölschen Musik. Auch an dich die Frage. Also ich meine, Los Mal Singe gibt es in Berlin, Hamburg, München. Ne? Also auch viel... Koch. Genau, Koch. Also auch viel über die Kölner und Rheinland-Grenzen hinaus. Wie siehst du die kölsche Musik? Also ist das ein ganz, ganz wichtiger Exportschlager sozusagen für Köln, für die Bedeutung auch der Stadt? Ja, damit tue ich mich ja so ein bisschen schwer mit dem ganzen Thema Vermarktung, Kultur, Karneval. Ich bin ja auch immer so ein bisschen kritisch, was so Großveranstaltungen und sowas alles betrifft, weil ich mich halt frage, wann ist es zu sehr kommerzialisiert. So. Ich finde das aber eigentlich, das, was Georg gerade gesagt hat, ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Warum funktionieren Casala auch in Berlin oder in München oder warum funktioniert Los Mal Singe auch in Berlin oder München? Natürlich zum einen, weil da ja auch immer so Enklaven sind von irgendwelchen Kölnern, die furchtbares Heimweh hatte. Ich habe auch mal 3,5 Jahre in Berlin gewohnt und ich verstehe schon, warum Anne-Mai Kantereit diesen Song geschrieben haben. Weil man steht da wirklich an der Spree manchmal und weint, weil man Heimweh hat und nach Hause will. Und das haben die Kölner halt ganz, ganz doll, weil wir groß werden mit dieser Idee, dass wir hier wohnen, was Besonderes ist. Und zwar was besonders Schönes und dass es wie so eine Art Geschenk ist, hier zu sein. Also Heimweh ist ein großes Thema. Deswegen funktioniert es. Dann bringen die ja auch alle ihre Arbeitskollegen, Freunde und angeheirateten inzwischen Menschen und Kinder wiederum mit nach Köln für ihre Heimatbesuche, bringen also dann auch wiederum Leute nochmal in diesen Karneval rein. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch genau das. Ne? So ein Text kann ja, und wir sind ja in der kölschen Musik nicht mehr in dem ganz harten Kölsch, das niemand versteht, ja, sondern wir sind ja schon eher auch oft in so einem Hochdeutsch mit Knubbel. Und das kann man auch verstehen, wenn man nicht aus Köln kommt. Und das transportiert dann vielleicht ein Gefühl, was auch andere Leute nachempfinden können. Plus, wir sind ja auch musikalisch da mittlerweile sehr im Mainstream angekommen. Also King Louis, ein gutes Beispiel, ist jetzt nicht ganz weit entfernt von Kraftklub, einer Band, die auch nicht unerfolgreich ist in der Bundesrepublik. Und natürlich funktioniert das dann auch außerhalb von Köln. So, also krasser Musikzweig auf jeden Fall, auch wirtschaftlich gesehen. Was die ganze Bandbreite im Karneval angeht, du hast es eben auch schon angerissen, nimmt die Musik natürlich immer mehr Bedeutung ein. Es kritisieren auch viele, dass dadurch manche Facetten so ein bisschen die Redner an den Rand gedrückt werden, sicherlich die Redner. Wie siehst du das? Ich meine, glaube ich, bei der KG Ponyhof seid ihr auch häufig eher partylastig und sicherlich dann auch eher musikalisch orientiert? Ja, wir hätten ja gerne mehr Redner, aber unser Publikum ist so eskalativ dafür. Also das muss man einfach sagen, die Veranstaltungsformate, die wir machen, die Leute sind nicht gefährlich, die sind einfach sehr fröhlich ausgelassen. Und das ist manchmal ganz schön schwer, die dazu zu kriegen, jemandem zuzuhören. JP Weber schafft das dann manchmal, nochmal Leute einzufangen, ne? Wenn er zum Beispiel dann durch den Saal kommt und erstmal so eine Stille erzeugt und dann hören die doch noch zu. Und er lässt die Leute dann mitsingen. Klassischer Redner schwierig. Ich sehe das ehrlicherweise so. Ich glaube, wenn die Musik vor 20 Jahren, 25 Jahren einfach stehen geblieben wäre in ihrer Entwicklung und man hätte mal gesagt, ja, aber so wie Ostermann das gemacht hat, das war schon gut. Das lassen wir so. Ja, nichts gegen Ostermann. Meine Omi hat das für mich gesungen. Ich liebe das. Aber ich bin total froh, dass es Bands gibt, die Musik machen, die ich das ganze Jahr hören kann. Ja, weil das halt dann eben nochmal mehr Teil meiner Kultur ist. Und ich glaube, dass man im Rednerumfeld, wenn man sich anguckt, auch wie sieht der Nachwuchs aus, wie ist da Nachwuchsförderung, ich glaube, da gibt es ein bisschen Bedarf, Sachen nachzuholen. Wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der deutschen Stand-up-Comedy-Szene, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein Sakrileg oder sowas, was ich hier ausspreche, aber ich würde mir wünschen, dass sich dieser Rednerbereich vielleicht auch mal ein bisschen in diese Richtung orientiert. Ne? Also ähnlich wie die Musik das macht, mal so in verwandten Bereichen zu gucken, was ist interessant, was ist inspirierend, wo sind Menschen bereit auch zuzuhören, weil es gibt ja pfiffige Leute in Köln, die gute Ideen haben, die auch gute Redner sind. Aber vielleicht müsste man dann nochmal überlegen, ob man sich irgendwo anders Inspiration holt. Wie ist denn so ein Redeformat? Und dann hört das Publikum vielleicht auch ein bisschen mehr zu. Das ist schon eine Idee. So Tanzgruppen zum Beispiel auf der anderen Seite funktioniert, finde ich, auch immer noch gut. So, weil die halt einfach ein sportliches Level haben, was teilweise astronomisch ist. Hat auch was Eskalierendes. Ja, voll. Ja.
ne, und die natürlich auf eine andere Art und Weise im Publikum mitnehmen. Ist aber ja ehrlicherweise was extrem Traditionelles. Ne? Also manche Dinge haben dann ja trotzdem noch irgendwie so Bestand, so wie der Tusch oder die 38. Rakete. So machen alle mit. Ja. So, also deswegen Redner, ich fände es schön, wenn es davon mehr gibt, weil der Karneval ja auch eigentlich so eine gesellschaftliche, politische Komponente hat und ich finde, die kommt halt in der Rede deutlicher raus. Die kommt auch in der Musik raus, weil es auch Bands gibt, die da gesellschaftspolitische oder andere Themen irgendwie anschneiden. Aber in der Rede könnte man damit viel mehr machen. Und das fände ich cool. Ja. Wie ist das für dich? Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man, also jetzt wieder, wir sind ja angefangen vorhin mit dem Karnevalisten sein und was man lernen kann über den Karneval oder erspüren kann, was schön ist. Es sind ja einige Mitstreiter aus dem Losmer-Singe-Kreis, die dann so andere Pfade noch zusätzlich gegangen sind, vielleicht auch so mit der Inspiration, ne, auch interaktiven Karneval, neue Formate zu entwickeln. Und wir haben ja auch bei uns im Kreis die Menschen, die Jeckespiel zum Beispiel machen, im Kneipenformat, wo Mika Frankenberg, Helmut Frankenberg, genau. Die in einer Kneipe versuchen, die Atmosphäre so zu gestalten, dass das möglich ist, dass man zuhört. Mhm. Denn ich glaube schon, es ist auch ein bisschen was, wo man, natürlich ist es, sagen wir mal, niederschwelliger, wenn man ein partyeskes Format hat. Aber es tut auch gut, weil jetzt letztens auch noch bei der Sitzung einfach da zu sein und zuzuhören und es ist leise und zu merken, hier sind Leute, die haben das kapiert, die sind mitruhig. Es entsteht da in diesen kleineren Formaten wieder sowas wie eine Wertschätzung dafür und man merkt, das ist toll, dass es das gibt. Ne? Selbst wenn wir jetzt vielleicht eher von der Musik so kamen. Aber ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist, diese kleineren Formate wieder größer zu machen, im Sinne von, dass das möglichst viele so gibt. Dann merkt man auch wieder dieses Selbstgemachte. Ne? Wir nehmen Karneval selber mit in die Hand und gucken mal, was so geht. Fangen vielleicht klein mit etwas an und lassen es wachsen. Und ich glaube, es gibt einfach so viele Facetten, wo auch, wie soll ich sagen, Charismen von Menschen in den Karneval einfließen, die sagen, boah, ich kann gut mit dem Wort umgehen, ich kann gut Witze erzählen und sonst wie. Natürlich ist das immer so schwierig, wenn es dann eben auch so diesen Comedy-Anspruch haben, weil natürlich unsere Welt heute so ist, dass wir überall Comedy auf professionellster Ebene haben. Und das wird man auch nicht ganz wegkriegen. Also ein gewisser Qualitätsanspruch ist auch da wichtig. Aber ich glaube, parallel müssen wir Veranstalter auch gucken, dass wir so Formate entwickeln, wo wir die Menschen dahin bewegen, einladen, die Rahmenbedingungen so setzen, dass das möglich ist. Und das ist sicherlich der Weg, den der Karneval auch weiter so gehen wird. Apropos Weg oder auch Facetten, was der Karneval oder was den Karneval auch ausmacht, er darf halt eine ganze Menge und er darf auch politisch sein. Und klar, man muss immer wissen, bis wohin oder wie politisch will man sein. Wie ist das bei Losmer Singe? Ich meine, die Musik darf es, kann es. Also nehmen wir letztes Jahr dieses Lied Kein Kölsch für Nazis. Ist natürlich jetzt auch dieses Jahr noch aktueller denn je, leider. Wie positioniert ihr euch? Ja, nein, das ist auch letztes Jahr haben wir das Lied von Querbeat, Logatti und Nein und Brings immer vor jeder Veranstaltung als letztes vor der Hymne auch gespielt. Ich denke, es ist ganz wichtig und ich glaube, das ist ja auch, es gibt eine große Chance für den Karneval an sich, aber auch für erfolgreiche Veranstaltungen, die mit diesen Liedern zu tun haben, weil es mittlerweile auch tatsächlich so ist, dass fast alle Protagonisten dieser Szene und das hat Brings sicherlich auch nochmal einen wichtigen Anteil daran gehabt, sich auch entsprechend positionieren, dass es darum geht, Demokratie zu bewahren, aufzustehen gegen rechts und auch für Vielfalt einzutreten. Und das sind alles so Werte, die wir Gott sei Dank in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren mindestens so nach und nach, und das fing mit dem Stammbaum übrigens an, ne? So, das war fast auch vielleicht eine Initialzündung, dieses Lied, aber so nach und nach auch wirklich nicht nur einen positiven Heimatbegriff, einen neu definierten Heimatbegriff haben, sondern auch es so ein Standardrepertoire an Werten gibt, wo es wirklich eine große Macht und Kraft gibt, die auch die allermeisten Bands und Protagonisten verbindet. Und daraus entsteht tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass wir neben unseren Zeiten, die stürmisch sind, weil es eben auch so viele Einladungen gibt, so einem Populismus zu folgen, aber wie in so einem zivilgesellschaftlichen Prozess zu sagen,
wir sind hier auch eine Gemeinschaft, wir feiern, wir haben Brauchtum, wir haben eine Heimat, wir mischen uns aber auch ein und wir stehen zu Dingen, die jetzt wichtig sind in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, und wir als Los Mal Singe, so sehen uns genau, also auch so darin auch verpflichtet, das immer wieder auch zu zeigen. Und wir haben gerade in diesem Jahr festgestellt, dass am Tag nach unserem Finale Bundestagswahlen sind. Und so haben wir verschiedene Elemente auch während des Ablaufs gebaut, wo wir auch in diese Richtung auch durch eine Anmoderation oder wenn ein Lied es hergibt, ne, solange die Welt sich dreht von Brings ist so ein Lied. Wir haben bei uns Ludwig Sebus, die Wiese Duf im Repertoire. Ich meine, Planche Malheur. Also es gibt ganz viele Lieder, Bunte Brücke, die in diesem Jahr dazu einladen. Aber an einer Stelle, bevor wir das Ergebnis verkünden, wenn das Team schon zurückkommt vom Auszählen, die sind ja dann immer im Nebenraum und zählen aus, da kommen wir zusammen und haben in diesem Jahr das Lied Mir sind eins ausgewählt, weil es vielleicht für etwas steht, neben dem sich klare Kante zu zeigen, neben dem, dass man einfach diese einzelnen Energien in einer Gesellschaft sehen muss, diese Vielfalt sehen muss und gleichzeitig aber das Verbundene feiert. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment am meisten brauchen, dass wir nicht immer nur konfrontativ gegenüberstehen, sondern dass wir diese Verbundenheit da, wo wir alle gleich sind, pflegen, weil es in der öffentlichen Diskussion wird schnell gesagt, die können nichts und die sind doof und wie schrecklich das ist. Und ich glaube, wir haben mit unserem Medium Karneval die Möglichkeit, auch, wie soll ich sagen, an der Basis wieder so Menschlichkeit, Verbundenheit, Gemeinschaft, aber auch, was das alles bedeutet. Wenn wir davon singen, also da so auch zu installieren, wenn wir davon singen, wir lassen hier keinen allein, dann hat das natürlich auch gesellschaftliche Folgen. Ja, oder politische Folgen. Und ich denke, dass da fühlen wir uns ganz stark verpflichtet und alle, die im Team sind, sind ja ein großer Verein mittlerweile, glaube ich, finden das auch gut, dass diese beiden Welten nicht zwei gegenüberstehende sind, sondern dass das zusammengehört. Ich glaube, das gilt ja wahrscheinlich für euch genauso, weil also ihr seid ja jetzt jeder für sich eine Organisation. Weder Los Mal Singe noch die KG Ponyhof ist dem Festkomitee jetzt angeschlossen. Da laufen natürlich übergeordnet riesengroße Aktionen. Aber auch ihr seid immer wieder dabei, euch bei Demonstrationen irgendwie mit der KG Ponyhof zu präsentieren. Das ist euch schon wichtig, ne? Ja, schon. Also die Idee des Vereins ist ja so, dass das Leben doch ein Ponyhof sein kann. Wenn man sich halt zusammentut, wenn man sich umeinander kümmert. Unser Fokus liegt ja auch eigentlich gar nicht auf diesen Partys, die wir natürlich auch lieben und wir lieben auch den Karneval. Aber eigentlich geht es ja auch darum, viel, viel, viel Geld zu sammeln über unsere Charity-Aktionen für Organisationen wie die Sea-Watch. Ne? Und alleine darüber natürlich auch, wofür wir spenden und wofür wir uns einsetzen, was wir unterstützen, sieht man, glaube ich, schon ganz gut, dass das halt um eine liberale, inklusive Geschichte geht und nicht ausschließend. Ne? Ja. Wobei ja auch das Festkomitee sich beteiligt hat an der letzten Großdemonstration, ne, in Köln. Ne? Also die sind da ja inzwischen auch irgendwie ganz vorne mit dabei. Und ich würde historisch sogar noch einen Schritt zurückgehen und zu sagen, das erste Mal, in dem das so richtig groß passiert ist, das war 1992 bei Arschu. Arschu, ja. Wo ich nicht hin durfte, weil da war ich noch in der Grundschule und musste ins Bett, aber mein Vater war da. Und wir haben zu Hause diese Lieder gesungen und ich habe mich damit schon als Kind total viel beschäftigt, weil ich das weil das auch für mich als Kind damals irgendwie ein guter Zugang war, schon um sich mit diesen Themen irgendwie zu beschäftigen über Musik, was man ja als Kind schwer greifen kann, was da passiert, wenn Asylbewerberheime brennen und ähnliche Dinge passieren und man merkt, zu Hause ist irgendwie eine Unruhe und man geht auf einmal auf ganz viele Demonstrationen und Lichterketten und so. Und dieses Bild von diesen hunderttausenden Menschen rund um den Chlodwigplatz, rund um die Severinstorburg, was ja auch Zentrum meines ganzen Universums ist, und die ja bis zum Ringen gestanden haben, ich glaube, das war ein ganz krasser Moment. Und ich glaube, dass auch die AG Arschu und alle, die sich dem verpflichtet fühlen, halt schon auch einen großen Einfluss hat auf das, was hier in dieser Stadt irgendwie passiert, kulturell. Und das ist gut. Und das ist auch toll, dass das nicht mehr zwei Welten sind. Als Arschu, ich war tatsächlich da, obwohl ich gar nicht mehr bis zur Bühne kam, weil es war so voll, alles verstopft. Und ich glaube, dass es ganz eine schöne Entwicklung ist, dass es eben auch da nicht mehr so eine Abgrenzung gab. Ihr seid Karnevalsbands, wir sind so die politischen Rocker. Das war ja damals noch so ein bisschen so. Ich kann mich nur so grob daran erinnern, dass es da auch so ein bisschen Diskussionen drum gab. Ja, können jetzt die eigentlich da immer so
flache Lieder singen im Karneval, dann dürfen die dazugehören. Aber das ist ja heute kein Thema mehr, weil einfach erstens die Karnevalsmusik sich auch weiterentwickelt hat, ne, weil es eben nicht mehr getrennte musikalische Welten auch sind. Und zum anderen, dass es da auch von beiden Seiten jetzt nicht mehr so diese Dünkel gibt, sondern das ist eine große Kraft. Und das finde ich auch gut, denn das macht Köln aus, dass es da eben feiern und auf die Straße gehen, wichtige Dinge sind, die zusammengehören können. Ich sagte es in der Vorstellungsrunde, du bist auch Podcasterin und organisierst einen Stammtisch unter dem Namen Mädchen vom Ring. Stammtisch auch, um die Kulturszene zu beleuchten. Ja, sind das beides so Themen, klar, also Kultur, Frauenthemen, die dringend aus deiner Sicht mehr Aufmerksamkeit benötigen? War das auch ein Antrieb, es deshalb zu machen? Also die ursprüngliche Entwicklung all dessen ist ja, dass Nicole Keppermann und ich uns häufiger hinter Bühnen trafen und die einzigen Frauen waren. Und darüber haben wir uns auch angefreundet. Ne? Weil wenn dann auf einmal ist da doch ein Mädchen und dann kann man mal zusammen sich mal kurz irgendwo hinsetzen und sich unterhalten, ist schön. Ja. Und dann hatten wir gleichzeitig Corona und hatten ein bisschen Zeit und haben viel telefoniert und haben irgendwie gemerkt, dieses Thema beschäftigt uns sehr. Warum sind wir denn eigentlich immer alleine? Und wir kennen doch so viele tolle Frauen, die auch in dem Umfeld arbeiten, sei es ehrenamtlich oder auch bezahlt. Und warum sieht man von denen so wenig? So, also jetzt ist Niki ja noch viel, viel deutlicher präsent als ich. Ich bin auch jemand, der irgendwie seine Nase raushält, wenn ich glaube, dass es sinnvoll ist. Viele Frauen tun das aber nicht. So. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sprechen wir doch einfach mal mit denen. Und eigentlich haben wir gedacht, wir machen vielleicht maximal 10 Podcast-Folgen so als Schnapsidee, klassische Schnapsidee, wie ich das mal singe. Und das war's. Das wird niemanden interessieren. 100%ig machen sich da nur alle drüber lustig. Also wir versuchen das trotzdem mal. Und da ich aus dem beruflichen Umfeld komme, wo ich wusste, wie man sowas aufzieht, wie ihr das hier auch macht, habe ich gesagt, wir machen das mal alle. Wir schaffen das auch zu zweit. So. Und dann haben wir angefangen, Frauen zu fragen. Und die erste Reaktion war und ist bis heute, oh mein Gott, warum fragt ihr mich überhaupt? Ich bin doch langweilig, mein Leben ist langweilig, mein Job ist uninteressant. Oder oh mein Gott, ich setze mich doch nicht vor ein Mikrofon und ich weiß ja gar nicht und das ist unangenehm so. Und gesagt, ja, aber umso mehr ist es wichtig, dass du vielleicht mal mit uns redest, weil du machst doch einen tollen Job. Du schmeißt die ganze Köln-Arena, du bist Präsidentin der Stunksitzung, du hast Jackespiel erfunden, du bist Gebärdendolmetscherin. Wir haben so viele tolle Frauen schon gehabt und die Liste ist eigentlich endlos. Und dann ist halt was passiert, was wir nicht so gedacht haben, nämlich die Resonanz war ziemlich gut. Also es haben sich sehr viele Leute gemeldet, die einen gesagt haben, cool, endlich spricht mal einer darüber. Scheinbar wird nämlich immer noch nicht genug darüber gesprochen. Zweitens, super interessant, mal zu sehen, was gibt es denn überhaupt für Jobprofile auch? Was machen die und wie viele Frauen sind das denn überhaupt? Auch von denen man noch nie gehört hat, obwohl sie halt eben diese krassen Jobs machen. So, und auch super viele Frauen, die sich melden und sagen, ich höre das immer und das motiviert mich wiederum in meinem eigenen privaten Umfeld nochmal was zu verändern. So, das habe ich mir so nicht zugetraut, aber wenn ich dann so einer Person zuhöre, habe ich das Gefühl, das könnte ich vielleicht auch. Und genau darum geht's. So, also zu zeigen, Vorbilder zu zeigen. Ne? When you can see it, you can be it. Also nur das, was ich weiß, was es gibt und was ich sehen kann, dem kann ich auch nachmachen. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen immer gesagt wird, sei still, setz dich schön in die Ecke und seh gut aus. Brötchen schmieren, okay, aber hier vorne störst du eher. So, und das ist immer noch so. Das heißt, wenn ich mich vor ein Mikrofon setze, muss ich davon ausgehen, dass bei gleicher Leistung von meinem Nachbarn und mir meine Leistung schlechter bewertet wird. Wenn ich mich vor ein Mikrofon setze, muss ich davon ausgehen, dass jemand kommentiert, wie ich heute aussehe, wie meine Haare aussehen, ob ich zu dünn bin oder zu dick bin und überhaupt, ob meine Brille geputzt ist. Würde man bei einem Mann tendenziell auch nicht sagen. So, und dann kommt noch, und das ist eigentlich das Allerschlimmste, dass dann manchmal nicht nur Gemeinheiten kommen, so aus dem Männerumfeld oder es einem schwer gemacht wird, sondern die Frauen machen das teilweise auch untereinander, weil es so tief inhaliert ist, dieses, ne, sei bloß nicht Pippi Langstrumpf, sei lieber so zweite Reihe. Mach deinen Job, mach den ordentlich, dann wirst du auch gelobt, aber ne, lass den anderen die Bühne und mach das so im stillen Kämmerlein. Und das ist so ein bisschen die Idee. Gar nicht, um die Revolution anzuzetteln und zu sagen, wir wollen mit den Männern nichts zu tun haben und die sollen jetzt mal alle verschwinden. Nö, es geht um ein Auch. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Auch.
Und es ist immer noch so, dass viele Entscheiderpositionen oder öffentliche Positionen durch Männer besetzt sind und nicht nur in den Traditionsgesellschaften, sondern auch in allen anderen Bereichen. Und das ist doch schon ein bisschen merkwürdig, weil wir doch eigentlich zur Hälfte in der Gesellschaft Frauen sind. Wie kann das denn sein? So. Und das ist aber was halt Jahrhunderte alt ist und was ja sich nicht nur auf die Kulturszene bezieht, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. So, das können wir nicht ändern, aber wir können vielleicht mal so ein paar Leute zusammentrommeln und zu sagen, okay, und was machen wir jetzt? Und daraus kam dann diese Stammtischidee. Und jetzt haben wir einen Stammtisch und jetzt haben wir ein Team Ursula, was nichts anderes ist als die berühmte Klüngelliste, die es auch bei den Roten Funken und sonst irgendwo gibt, wo man mal so gucken kann, wer macht eigentlich was. Und dann kann man sich melden und sagen, ich habe mal eine Frage. Wie machst du das eigentlich? Oder kannst du mir helfen? Ich suche einen Kontakt oder. Ne, alle solche Angebote. Es klingt total banal, aber für viele Frauen ist das immer noch notwendig, dass man denen das aktiv anbietet, weil sie nicht gelernt haben, es aktiv einzufordern. So. Wie findest du die Aktivitäten? Weil, also wenn ich es richtig interpretiere, geht es ja eben dann nicht darum, so eine Emanzipationsdiskussion zu führen, sondern einfach wie selbstverständlich davon auszugehen, dass es halt tolle Sachen gibt, die eben auch von Frauen jetzt schon umgesetzt werden, dass man dem Ganzen halt nur eine Stimme oder ein Gesicht geben muss. Wie findest du dann so Podcast und Stammtisch, dass solche Dinge oder ja, dass sie überhaupt nötig sind, ist vielleicht schade, aber das sollte man vielleicht gar nicht thematisieren, weil dann hinterfragt man viel zu viel, oder? Ja, großartig. Also ich finde es wirklich großartig, die Initiative. Und es ist ja auch so, dass man mit vielen Leuten auch zwischendurch so zusammenkommt. Oder wenn bei uns im Team, wir haben ja auch jetzt einige Leute, die neu dazukommen oder sowas. Ich habe das schon ganz oft empfohlen, weil ich den Weg eigentlich richtig finde, dass auch wenn es blöd ist, dass es jetzt so ist, aber der Weg ist richtig, sich untereinander zu stärken, sich zu vernetzen und irgendwie dadurch irgendwann die Selbstverständlichkeit dann zu erreichen. Das ist halt sehr komplex und es gibt halt verschiedene Mosaiksteinchen, die dazugehören, aber ich finde diesen Weg sehr, sehr gut, weil es dadurch auch so eine Lobby entsteht, ne? Und es ist dann irgendwie auch manchmal natürlich auch schwierig als Mann zu sagen, so, okay, jetzt kommst du als Frau, weil du bist ja Frau. Ne? Das ist ja auch nicht irgendwie so immer so der Weg, der tolle Mann hat jetzt hier einer Frau endlich mal Platz gemacht oder sowas. Ne? Es muss selbstverständlich sein und die Qualität muss einfach gesehen werden. Die Qualität, die Menschen bringen und natürlich auch ist das in so einer typischen Männerdomäne wie Karneval oder ich arbeite bei der Kirche, ist ja da auch nicht viel besser. Da seid ihr aber. Ich sage, der Karneval kann die Kirche überholen, so will ich mal schon sagen. Da gibt's Potenzial. Und ich finde, dass natürlich auch, dass wir, die dafür sensibel sind, aber auch für diese Ungleichheit und so auch natürlich unseren Teil dazu beitragen, indem wir einfach oder solche Strukturen unterstützen. Ne? Also wie gesagt, ich habe immer mal wieder auch gesagt, Mensch, geh mal hin, es ist toll und wenn du zum Beispiel fragst, warum sind so wenig Frauenstimmen im Karneval in der Musik, das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es natürlich auch seit einigen Jahren bedeutet, ich entscheide mich mehr oder weniger professionell, das zu machen. Und diese Hürde, also ich weiß nicht, es gibt ja auch viele Bands, auch bei den jungen Bands, ne, mit Jungs, was da sozusagen deren Motivation ist und zu sagen, ja, das riskieren wir jetzt einfach und so weiter. Aber es ist einfach auch ein großer Anspruch und interessant ist, ich habe damals 2000, da habe ich eine Zeit lang so Musikredaktion fürs Domradio gemacht und dann geguckt und da hatte ich so einen Menschen, der gesagt hat, pass auf, wenn ihr das so Stundenuhren bastelt, dann musst du dem Computer sagen, so alle 3 Lieder wenigstens, dass eine Frau irgendwo rausgekramt wird, eine Frauenstimme. Musikalisch. Und komischerweise in den Jahren danach kamen wahnsinnig viele Frauenstimmen in der Popmusik vor. Also ich würde mal sagen, uns fallen jetzt heutzutage genauso viel Popsängerinnen ein wie Popmusiker. Und da gab es diese Entwicklung. Jetzt wenn man dieses Biotop, oder diesen Fokus jetzt Musik so hat. Ne? Und es muss doch auch möglich sein, dass auch in der Karnevalswelt, wo jetzt auch so eine lebendige, vielfältige Musik Biotopindustrie entstanden ist, das auch dort abzubilden. Aber es ist ein Weg und es gibt verschiedene kleine Mosaiksteinchen, denn die Qualität eines Lieds, die Qualität einer Band und so weiter, die muss ja auch stimmen. Man kann das ja nicht zum Prinzip machen. Ne? Aber ich finde das wirklich toll und bewundernswert auch, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt. Ja, aber dieses Nachwuchsmusikthema, das ist ja auch eins von vielen. Ne? Also wir beschäftigen uns ja nicht nur damit, aber das ist halt genau der Punkt. Frauen treffen
Entscheidungen zur Berufswahl basierend auf diesen Themen, die ich gerade besprochen habe. Ne? Also habe ich ein Vorbild, an dem ich mich orientieren kann, außer Marie-Louise Nikuta? Ja, gibt inzwischen ein paar, Nicole Kempermann zum Beispiel, ne, natürlich, oder eine Joe Iker. Die sind da unterwegs, aber es sind immer noch extrem wenige. So, dann nehmen wir mal an, es kommt die Komponente Pflege eines windeltragenden Babys oder eines alten Angehörigen hinzu, was immer noch hauptsächlich Frauen machen. So, kann ich nachts auf der Bühne stehen und meine Kinder sind dann versorgt? Wie ist das überhaupt mit einer Schwangerschaft und einem Karnevalsumfeld, was ja auch, wie wir beide wissen, auch physisch anstrengend ist? Und du hast das eben auch angesprochen, ne? So, das ist auch eine Komponente, die dazu kommt. Dann natürlich aber auch dieses Thema, setze ich mich dem aus? Ja. Ne? Also die öffentliche Wahrnehmung in Köln ist ja schon wie unter so einem Brennglas. Wir sind auf so einer ganz kleinen Insel und nicht nur beim Fußball, sondern auch im Karneval drehen wir uns halt alle immer so wie so eine Zentrifuge um uns selber. Das heißt, wenn ich mich rauswage, werde ich halt auch beäugt. Und auch da ist die große Ungerechtigkeit. Als Mann kannst du aussehen wie Kalle Knackwurst. Jetzt sagt da niemand was zu. Es ist den Leuten auch egal. Aber wenn du als Frau, egal wie du aussiehst, es wird kommentiert. Und dessen sind sich Frauen natürlich total bewusst, weil sie das in ihrem privaten Umfeld ja schon merken. So. Und dann hast du auch noch gelernt, ja, erste Reihe ist aber sowieso so ein bisschen so ein Ding. Ne? Also möchte ich das überhaupt besetzen oder habe ich dann irgendwie wieder Angst, ne, dass das mir auch irgendwie angelastet wird in irgendeiner Form? Also es kommen so viele Komponenten dazu, die einen Negativeinfluss haben. Dabei lernen viel mehr Mädchen Instrumente. Dabei gehen viel mehr Frauen auf die Kunstakademie und so. Aber wer kommt dann hinten irgendwie an der Spitze raus? Wie in allen anderen Lebensbereichen? Die Männer. So. Und dem entgegenzuarbeiten, wie Biggie Wanning mal sagt, wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. So. Und das ist halt irgendwie gut. Ja. Aber ich finde den Ansatz auf jeden Fall ganz spannend und das unterstreichen auch die Gäste in den letzten Wochen, wenn wir so über so Themen gesprochen haben wie ein weibliches Dreigestirn. Da sagen eigentlich alle, das ist eigentlich eine Quatschdiskussion, weil das wird schon kommen, wenn es an der Zeit ist. Ich glaube, wahrscheinlich hast du eine ähnliche Einschätzung. Das muss man ja nicht erzwingen. Es geht um ganz andere Themen, ne, die du angesprochen hast, dass man den Leuten ein Gesicht gibt und Verantwortung gibt und das auch thematisiert, aber nicht, ob es ein Kölner Dreigestirn aus 3 Frauen gibt. Ja, also und zum Beispiel das aktuelle Dreigestirn halte ich für eine extrem gute Wahl, ja, weil es an einer anderen Stelle nochmal einen Punkt gesetzt hat, vielleicht auch in der Wirksamkeit. Man muss ja dann sich, wenn man das so einfordert, auch nochmal angucken, wie ist denn der Prozessauswahl bei einem Dreigestirn? Also wie kann ich denn überhaupt Dreigestirnsmitglied werden? Selbst wenn ich ein Mann wäre, könnte ich es nicht. Ich habe nicht das Elternhaus, ich habe nicht die finanziellen Mittel, ich bin nicht bei einem Traditionsverein Mitglied. So, da scheiden schon mal ganz, ganz, ganz viele Leute aus. Und dann gibt es ja auch einfach prozentual gesehen viel weniger Frauengesellschaften. So, die gibt es aber. Die gibt es aber auch erst seit ein paar Jahren oder noch nicht so lange. Das heißt, ich glaube auch und ich hoffe, es wird eine organische Entwicklung geben. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich aufhören, zu sehr über dieses Symbolthema weibliches Dreigestirn zu sprechen. Ich würde mir viel, 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 viel mehr wünschen, dass man eben Frauen mehr nach vorne schiebt bei anderen Sachen. Auch im Festkomitee arbeiten total viele tolle Frauen, wie eine Christine Flock, wie eine Nadine Krafors. Grüße gehen raus, die das alles ehrenamtlich machen und die einen mega Job machen, die ein Stundenkontingent haben unter der Woche. Das ist horrend, die mehr zu zeigen. So, und denen ist das aber unangenehm, dass sie darüber dann sprechen sollen. So und so. Warum ist denen das unangenehm? Also die muss man schieben, um dann anderen zu zeigen, guck mal, was die da alles machen, das ist doch toll. So. Ja. Blicken wir doch kurz nach vorne. Apropos Dreigestirn. Georg Hinz wird Prinz Karneval? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Warum nicht? Nein, ist nicht mein Ding, sage ich jetzt mal im Sinne von. Man muss ja dann bei seinen Leisten bleiben, wie ein altes wie ein Sprichwort sagt. Ja, genau. Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, dass man das auch innerlich spüren sollte, dass das was für einen ist. Und die Zukunft, ich sage mal, für Losmer Singe heißt das einerseits, kann man sagen, da wäre schon toll, wenn das so ähnlich einfach nur bleibt. So, ne? Also, und wenn es diese lebendige Musikwelt weiterhin gibt, dann kann Losmer Singe auch gut bleiben. Dass wir das jetzt auch gut nach und nach in andere Hände geben. Ne? Es wächst schon die Generation nach, die dann das weitermachen kann. Das wäre natürlich toll.
Und zum anderen merke ich aber noch, dass ich ganz viel auch überlege, so welche Formate könnte man vielleicht sogar noch entwickeln, um zum Beispiel auch diese große Schar an neuen, jungen Bands sozusagen, sagen wir es mal, zu fördern oder ihnen Plattformen zu geben. Welches Format könnte spannend sein, dass es dann auch Leute anzieht? Sollte man die vernetzen oder keine Ahnung? Also mich berührt das schon, dass es irgendwie damals habe ich gedacht, komm, wenn es eine gute Band ist oder so, dann habe ich die Möglichkeit, sie da zu zeigen. Aber wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, das so zu zeigen. Wir hatten ja das Element der Mitsingkonzerte, was ja im Jahr nach diesem 2001 ersten Einsingen entstand. Vor allem unterstützt durch die 3 Föß, die da, so Mitsingkonzerte sind ja nachher zu auch so allgemeingut geworden. Und das ist jetzt nicht mehr ein Medium, wo man sagen kann, ach, machen wir mal mit so einer jungen Band ein Mitsing-Konzert. Ne? Also das ist nicht mehr so exklusiv, weil die Bands das auch zum Teil selber machen. Aber wie könnte man sozusagen da wirklich noch fördern? Das macht mir schon noch Spaß, da ein paar Jahre mit drüber zu kauen, wie man das vielleicht machen könnte. Du hast vorhin auch gesagt, es gehen dann immer Teammitglieder in den Nebenraum und zählen die Zettel aus. Mhm. In Zeiten von KI und Apps und so weiter, normal ist ja fast nicht vorstellbar, dass das immer noch so läuft. Ich finde es total cool, dass es noch so läuft und ich tippe auch mal, du wirst sagen, es wird auch ewig so bleiben, aber Nein, oder ist die App-Entwicklung ist schon... Nein, wir haben einen Laptop mit einer Excel-Liste. Die ist auch sehr mit Makros und das so programmiert, dass man da auch sehr differenzierte Ergebnisse kriegen kann, indem man das da eintippt. Keine Ahnung. Ich sage mal, wir denken natürlich in nachhaltigen Zeiten auch darüber nach, ist diese Zettelwirtschaft wirklich nötig und so weiter. Ich weiß es nicht. Man stellt sich halt nur so vor, wenn man da in der Kneipe sitzt und so mit seinem Smartphone und dann so singt. Es ist irgendwie, muss vielleicht dahin kommen, da vielleicht fällt uns noch was anderes ein. Wir haben in diesem Jahr schon reduziert, dass wir das Ergebnis nicht mehr ausdrucken. So, das wird dem Moderatorin auf dem Handy zugeschickt und dann steht man bei der Ergebnisverkündung dann so. Also es wird kommen. Ja, also wir sind dann, ich will nicht sagen noch analoger zugange, aber nein, wir haben schon auch digitale Welt entdeckt und uns kann man folgen bei Facebook und Instagram. Das wird sich schon entwickeln und die Protagonisten, die dann nachwachsen, werden das schon entsprechend gucken, was von den Dingen, die sich so ergeben, dann auch für Losmersinge umsetzbar wird. Du hast gesagt, im Prinzip ist für dich das ganze Jahr auch irgendwie Karneval oder Karnevalsthemen oder die Themen, die dich umgeben. Aber trotzdem, wenn du so, Aschermittwoch ist nochmal so eine kleine Zensur. Wie blickst du dann immer zurück oder wann ist es für dich eine gelungene Session? Also Aschermittwoch ist ja vor allem Zensur, weil dann alle krank sind. Ne? Wann ist es eine gelungene Session? Wenn man das Gefühl hat, da ist was passiert, das gab das verbindende Element. Weißt du, was ich meine? Es gibt so Momente, wo man das fühlt. Und das fühlt man auf jeder Veranstaltung immer wieder. Da passiert sowas, das kann ein Lied sein oder irgendeine Art Running Gag, der sich entwickelt hat im Karneval oder so ein Kostüm, was sich durchgesetzt hat oder es ist egal was. Und das ist ja auch das Coole an dem und deswegen finde ich ja auch, dass es eher so ein Kultur-Ganzjahresding ist. Das ist ja hier das verbindende Element. Ne? Selbst Leute, die mit dem Karneval fremdeln, werden ja zwangsläufig in irgendeiner Form Teil dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, dieses Gefühl von Gemeinschaftserlebnis und deswegen bitte hört nicht auf mit diesen analogen Dingen. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich glaube ganz fest, Menschen brauchen reale Erlebnisse. Und das ist manchmal auch ein Zettel in der Hand zu haben. Vielleicht könnt ihr die ja laminieren und dann wascht ihr die hinterher wieder ab oder so. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Dass wir uns jetzt angucken und dass wir uns sehen und dass wir miteinander reden können in einem Raum, das macht total viel aus. Und da ist der Karneval eine super Sache. So dieses, man ist in einem Raum, man ist zusammen als Gemeinschaft für diesen einen Moment, vielleicht auch mit Menschen, die man sonst nicht kennt. Das ist ein Erlebnis, was, glaube ich, bei vielen Leuten auch das Gefühl erzeugt, ich bin nicht alleine. Ich bin Teil von etwas, ich kann hier auch mitmachen, dieses Thema Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, das ist auch immer noch der Grund, warum wir hier andere Wahlergebnisse haben. Nicht, weil die Leute hier schlauer sind oder besser gebildet oder so als im Rest der Republik, sind sie definitiv nicht. Ja. Aber wir haben hier so einen Konsens und der steht nicht nur in diesen 15 Geboten, ne, die sich Kölsches Grundgesetz nennen, sondern die finden statt durch das Erleben von solchen Situationen. Dieses Werte-Ding, wenn du die Werte fühlst, du bist nicht allein und trink doch eine mit und nimm deinen Nachbarn in den Arm. Und du hast das 15 Mal geübt, dann glaubst du vielleicht auch, dass das stimmt. Und das ist sowas, wenn ich aus einer Session rausgehe und denke, oh ja, und gerade jetzt im Moment, wo es so schlimm ist und dann
Ne, hast du da Planschen-Malheur, die mal wieder übrigens ein super Lied gemacht haben, ne, die dann auch irgendwie so ein Moment im Publikum erzeugen von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Das ist total viel wert. Und dann, finde ich, kommt man auch aus so einer Session raus mit einem guten Gefühl, trotz Grippe. Und ich glaube, das ist jetzt schon auch spürbar, wenn ich nur bedenke, die Pre-Pro, alle, die Sie gesehen haben, mit dem besonderen Akzent. Es passiert so auf verschiedenen Ebenen, das, was du gesagt hast, dass es wirklich so ist, dass wir das gut verbinden können, den Karneval und das, was gesellschaftlich nötig ist. Wir haben am 24., also am Tag nach der Wahl, haben wir so teilweise aus Losmer-Singe-Kreisen, aber auch mit Musikerinnen, wobei dieses Jahr tatsächlich auch nur Musiker da sind, aber Niki war auch schon mal dabei, einen Gottesdienst in St. Agnes, wo wir sozusagen den Kompass der Lieder auch nochmal so darstellen und in diesen Kontext so bringen. Und dann spätestens jetzt merke ich, wie wir alles sozusagen auch vorbereiten darauf, dass wir sagen, nein, das ist wichtig. Und dass das aber so geht, dass wir gleichzeitig Tankstelle bleiben als karnevalistische Veranstaltung, wo man einfach auch nur auftanken kann, wo man sagen kann, boah, das tat einfach nur gut, ne? Und ich betäube mich nicht, sondern ich gehe sozusagen dann gestärkt in den Alltag und habe noch was mitgenommen und kann das umsetzen. Ich glaube, das ist diese Session jetzt schon spürbar und da können wir, glaube ich, schon auch sagen, das ist gut am Aschermittwoch, dass es so gewesen ist. Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Neues erfahren. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollen heute mal so ein bisschen über den Tellerrand des Karnevals hinausblicken und ich glaube, das ist gelungen. Dank zweier toller Gäste, Sophie Gästhüsen und Georg Hinz. Vielen Dank an euch beide. Also das war wirklich sehr aufschlussreich an ganz vielen Stellen und vielen Dank euch auch fürs Zuschauen und Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram und abonniert gerne auch den Kanal Bis der Nobel brennt auf Spotify und natürlich auch gibt es den Videocast auf YouTube. Also vielen Dank fürs Zuschauen für heute und bleibt Jack. Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert.